Dashle zusammen, ich bin Sonam Plamo und willkommen zu Tibet diese Woche, einem wöchentlichen Artikel auf Deutsch, der Sie über die Neuigkeiten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der zentralen tibetischen Verwaltung informiert. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt, unser Überleben hängt vom Wohlbefinden der Gemeinschaft ab. Sprecherin Chungni des tibetischen Exilparlaments kondoliert zum Tod von Herrn Kokols, ehemaligen CM von Assam. Ehrenvertreter Dilo Dulgu Rinpoche besucht östliche Region Russlands. Aufruf der CTA's Women Empowerment Desk: Es ist höchste Zeit, dass China die geschlechterspezifische Gewalt anerkennt. Office of Tibet DC nimmt an der 15. Interfaith Leadership Conference teil. Office of Tibet Genf lehnt Chinas falsche Behauptung gegenüber der UN ab. Office of Tibet Genf bezeugt die Bedingungen der politisch gefangenen Tibeter unter chinesischer Haft. Das UN-Komitee ist besorgt über Chinas Zerstörung der tibetischen Sprache. Sean Style sagt, dass das Vorgehen Chinas gegenüber den Tibetern im letzten Jahrzehnt verstärkt worden ist. Seine Heiligkeit der Dalai Lama betont noch einmal die Wichtigkeit, auf die eigene Gemeinschaft zu achten, denn sie ist das beste Gefäß für das Überleben der Menschen. Am Mittwoch dieser Woche nahm seine Heiligkeit an einer Diskussion mit Mitgliedern des Einstein-Forum teil, einer Stiftung im deutschen Brandenburg, die als ein offenes Labor des Geistes dient. Während der Diskussion über das zentrale Thema Buddhismus, Wissenschaft und Mitgefühl sprach seine Heiligkeit Themen wie Wärme, Mitgefühl und Selbstdisziplin, die gemeinsame Botschaft aller wichtigen religiösen Traditionen an. All religion, I believe, creation of human being. So, human, also the most precious to human being is loving kindness. Now some scientists also say we are social animals. So biologically, all social animal have the sense of community. So that means, you see, concern of your own community. Because your survival entirely depends on the community. Without a community, one single individual human being cannot survive. Not only a human being, but also, you see, animals or birds. You see, each individual's survival or happy life depends on the community. So, sense of concern of community is actually the best way to fulfill your own interest. So therefore, the non-theistic religion or theistic religion, all, you see, main message is message of love. Die Sprecherin des 16. tibetischen Parlaments im Exil, Pema Chungni, sprach ihr Mitgefühl und Beileid an Sri Gaurav Gogoi, Abgeordneter von Lok Sabha, zum Tod seines Vaters Ladet Tarun Gogoi, dem ehemaligen Premierminister von Assam, aus. Die Sprecherin drückte ihre tiefe Trauer aus und schrieb, dass der verstorbene Premierminister Gogoi ein standhafter Unterstützer der tibetischen Sache war und die Tibeter in den Anfängen des Exils willkommen hieß und sie unterstützte. Eine Delegation unter der Leitung des Ehrenvertreters seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama in Russland, der Mongolei und die GOS-Staaten Dilo Dulgu Rinpoche besuchte die Buryat State University in Ulan-Ude, die Hauptstadt der Buryatischen Republik, und die buddhistische Universität Tashi Chungkurling in Novoginski Tazang. Zudem besuchte die Delegation das Zentrum für orientalische Manuskripte und Xylographien der Institut für Mongolistik, Buddhologie und Tibetologie der sibirischen Abteilung von der Russischen Akademie der Wissenschaften am vergangenen Dienstag. Dilo Dulgu Rinpoche traf sich auch mit dem Rektor
Geshe Dimbril an der Buddhistischen Universität in Tashikung-Kurling in Nowinski Tatsang, um über Fragen zur buddhistischen Erziehung zu diskutieren. Deludulko Rinpoche machte seinen ersten Besuch im Bezirk Aginski-Buryat des Transbaikal-Territoriums. Dort besuchte er 2 historische Klöster des Transbaikal-Territoriums, Aginski und Sugolski, sowie die Aginski Buddhist Academy. Deludulko Rinpoche nahm an der feierlichen Inthronisierungszeremonie des 9. Kamba Lama der Republik Tuva teil. Während seines ersten Besuchs in fernöstlichen Regionen des Landes traf sich der Ehrenvertreter auch mit Tibet-Unterstützergruppen, tibetischen Gemeinschaften, Regierungsbeamten und NGOs. Wie der Fall von Lamos Tod, nachdem ihr Ex-Mann sie lebendig verbrannt hatte, die Aufmerksamkeit vieler auf das Thema Gewalt in der Partnerschaft auf sich zog, forderte die Abteilung Stärkung der Frauenrechte der zentraltibetischen Verwaltung die chinesischen Behörden auf, die Ausbreitung von häuslicher Gewalt anzuerkennen und auf Vorbeugung, Verbot und Wiedergutmachung der geschlechtsspezifischen Gewalt hinzuarbeiten. Die Polizei des Landkreises Sichuan weigerte sich, Berichten zufolge, Maßnahmen zu ergreifen, als sich die junge Tibeterin Lamo meldete. Die Frau aus Ngaba, Tibet, versuchte Beschwerden gegen ihren chinesischen Ex-Mann namens Dang wegen häuslicher Gewalt einzureichen. Ihre wiederholten Schutzanfragen wurden jedes Mal ignoriert. Mitte September brach Lamo Ex-Ehemann Dang mit einem Messer und Benzin in ihr Haus ein und zündete sie an, während ein Live-Video über eine chinesische Video-App gestreamt wurde. Dies alles geschah, während rund 300 Lamo-Anhänger ihre Live-Video ansahen. Die 15. interreligiöse Führungskonferenz der Bürgerinitiative fand am vergangenen Mittwoch mit globalen Teilnehmern und Referenten statt. Die Teilnahme fand virtuell statt und die Experten tauschten ihre Ergebnisse zu verschiedenen interessanten Themen wie Chinas Beziehung zu Kanada, Indien, Japan, der EU und Großbritannien aus. Vertreter der ethnischen Opfergruppen stellen auch wichtige Probleme vor, mit denen sie konfrontiert sind. Dr. Yang Qianli startete die Initiative unter der Leitung seiner Heiligkeit des Dalai Lama vor mehr als einem Jahrzehnt. Der Repräsentant Ngodup Tsering des Tibet-Büro von Washington D.C. eröffnete die Konferenz und gratulierte Dr. Yang Qianli und seinen Kollegen für ihr unerschütterliches Engagement und ihre Führungsqualitäten. Senatorin Marsha Blackburn, Kongressabgeordneter Chris Smith und Kongressabgeordneter Ted Yoho überbrachten ebenfalls ihre Grüße an die Konferenz. Das Tibet-Büro in Genf verurteilte die verächtlichen Aussagen gegen einen der am meisten verehrten spirituellen Führer der Welt und Friedensnobelpreisträger, seine Heiligkeit den Dalai Lama, durch die chinesische Regierung. In einer kürzlich an die unabhängigen Experten der Vereinten Nationen gerichteten Mitteilung hat die chinesische Regierung fälschlicherweise behauptet, sie habe den religiösen Status und den Titel als Linienhalter des lebenden Buddha und der Institution der Dalai Lamas und der Panchen Lamas festgelegt. Die chinesische Regierung reichte die Mitteilung als Antwort auf die gemeinsame Anschuldigungsschreiben ein, der von 5 unabhängigen UN-Experten am 2. Juni 2020 herausgegeben wurde, in dem die UN-Experten Informationen über den 11. Panchen Lama Gedun Chökyi Nyima forderten sowie Besorgnis geäußert haben über Chinas Eingriff in die religiösen Praktiken und Traditionen der Tibeter, insbesondere die Reinkarnation der tibetischen lebenden Buddhas. Das Tibet-Büro in Genf erwähnte weiter, dass die zweigleisige Strategie der atheistischen kommunistischen Parteien Chinas, einerseits seine Heiligkeit den Dalai Lama anzuprangern sowie das Eigentum an der Institution der Dalai Lamas zu beanspruchen und auf der anderen Seite die chinesischen Expansionsabsichten entlarvt werden müssen. Die Mitarbeiterin des Tibet-Büros in Genf, Tinle Chüki, Sonderbeauftragte für Menschenrechte, sagte am Montag dieser Woche auf einer Webkonferenz, organisiert im Senatsgebäude der Italienischen Republik, über die bedauernswerten Bedingungen der tibetischen politischen Gefangenen unter chinesischer Herrschaft aus. Tinle Chüki hob die Fälle von Panchen Lama Gedun Chökyi Nyima, Tashi Wangchu und Anya Singtra hervor
und sprach auch über die Todesfälle in Haft, wie Dulgu Tenzin sowie der jüngste Fall der 36-jährigen Klamo, die aufgrund von Folter in Haft im Krankenhaus starb. Der Ausschuss der Vereinten Nationen UNO für die Beseitigung der Rassendiskriminierung CERD hat in seiner jüngsten Mitteilung an die chinesische Regierung vom 24. November 2020 Besorgnis darüber geäußert, dass die chinesische Regierung die tibetische Sprache als Unterrichtsmedium in Schulen durch die chinesische Sprache ersetzt und die tibetischen Sprachrechtsverfechter verfolgt. Das tibetische Büro Genf begrüßt die Mitteilung des UN-Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung an China, in der es seine Besorgnis über die allmähliche systematische Zerstörung der tibetischen Sprache und die Verfolgung von Befürwortern der Rechte an der tibetischen Sprache sowie über die anhaltenden Einschränkungen für Tibeter bei Reisen und der Beantragung von Reisepässen zum Ausdruck bringt. In seinem Zeugnis sagte der Exekutivdirektor für Politik und Koordination im Großraum China und globale Angelegenheiten Kanada, Sean Steil, die chinesische Regierung hat das Durchgreifen gegen das tibetische Volk in den letzten 10 Jahren verstärkt. Sean Steil beschrieb die Schwierigkeit des Zugangs zu Tibet und sagte, dass der Zugang zu Tibet weiterhin streng von der chinesischen Regierung kontrolliert wird und in seltenen Fällen, wenn offizielle Besuche erlaubt sind, sie in hohen Skripten verfasst sind. Access to Tibet remains strictly controlled by the Chinese government, and on rare occasions when official visits are allowed, they are highly scripted. In recent years, Tibet's central government has made it more difficult for diplomats, journalists, and foreigners overall to visit. A travel permit and an invitation is necessary. Das Zeugnis umfasste auch eine breite Palette von Themen, darunter Kanadas Position zum Status Tibets, zum Middle Way Approach und zur zentralen tibetischen Verwaltung sowie spezifische Themen wie Zwangsarbeit und Neuansiedlung tibetischer Nomaden, als Herrn Steil von mehreren Mitgliedern Fragen gestellt wurden, darunter den Abgeordneten John Williamson, Peter Fragiskatos, Garnet Januis und Arif Virani an. Das virtuelle Zeugnis fand am 17. November im Rahmen einer laufenden Studie des Parlamentarischen Ausschusses für die Beziehungen zwischen Kanada und China zu China-Themen statt. Das ist erstmal alles für heute. Bis nächste Woche.